Wenn wir von unserer Radung reden, dann, und wir sind in dieser Serie, die nennt sich Jesus ans Heiland, wir reden von unserer Radung. Und wenn wir von unserer Radung reden, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was meint die Radung. Weil ich glaube, als Kräfte wichtig zu verstehen, von wo rat Gott uns oder zu wo rat er uns. Und von der werden wir sein, was ist dort, was uns in Stich stehen wird, dass wir die Gemeinschaft haben mit Gott. Was ist dort, dass uns zurückholen wird, dass wir ein Leben haben. Und dort ist Sinn. Ich kenne noch mal von Menschen, und sie sagen, dass die Kirche oder unsere Kirche, die redet lange nicht streng genug von Sinn. Und was sie dann sagen, dann ist, sie gleichen dort, wenn der Prediger oder wer immer von Sinn reden wird, gescheit hoch reden wird, streng reden wird, gegen Sinn. Und wenn ich Kirchen da, ein Ding, was ich fertig hier da und sein da, ist das. Wir gleichen dort, wenn andere oder Prediger die reden, gegen Sinn. Und wenn wir reden von Sinn, wenn wir von Sünder reden, dann, wir meinen die andere. Andere sind. Andere Menschen haben Fehler. Wir sollen streng gegen die Dinge reden. Aber ich will haben, wir sollen von dir uns heute merken, dass wir können hören von Jesus Christus. Was er will zu uns reden. Wir wollen nicht bloß haben, dass Gott will nur andere reden, aber Gott will nur uns reden. Ein Ding, was ich habe gelernt, und ich habe über 20 Jahre, wo ich mit Jesus gewandelt habe und die Wahrheit gehört habe. Ein Ding, was ich gelernt habe, ist Gott, es wirken viel Live-Tool, viel, wir würden sagen, easy und Sinn. Was von Büten sein, ist, was wir wirken, denken, er soll sein, oder was wir glauben, er wird sein. Und er ist viel strenger gegen Sinn, was wir wirken, Tag loten tun. Und das ist der Sinn, was in Hort ist. So, wenn wir sagen, was steht uns ein Stich, wenn wir sagen, Sinn steht uns ein Stich, werden wir nicht bloß denken an, was andere tun, aber auch, was wir tun. Wer wird nicht bloß denken an, was wir tun, wer wird denken, wer wir sind und Hort, was unser Motiv sind, wo wir denken tun und wo wir gesonnen sind. Eher wie eine Radung kann annehmen, man wir ich verstehen, von was der Gott uns raten. Wenn wir sagen, uns fehlt eine Radung, was wir meinen tun, ist, wir sind in der Stadt, wo uns ein Radar fehlen wird. Wir sind in Gefahr. Wir sind in der Stadt, wo wir würden gerne sagen, wir sind haltlos. Wir können das nicht selbst. Und uns fehlt wem, was kommt, und uns aus der Gefahr rausheben und raten. Und für uns als Menschen, und wenn wir von unserer Gemeinschaft mit Gott reden, dann, uns fehlt von Sinn raten. So ich glaube, es ist wichtig, dann euch zum sein oder besser verstehen, was es sind. Was es sind. Und es sind über 20 Wörter in der Bibel, sind 8 in dem Alten Testament und 12 in dem Neuen Testament, was von Sinn reden, oder was immer gesagt sind. Und wenn wir diese Wörter alle verstehen, dann, wir haben von der nicht Zeit, haben die Wörter alle durchgehen, aber das gibt uns ein bisschen klareres Bild, das gibt uns ein bisschen volles Bild von was Sinn ist. Und ich will ein paar von den Dingen durchgehen, sodass wir ein klein bisschen verstehen, von wo rat Gott uns, dass wir können sein, was unser Problem ist, und dann wieder, was will Jesus in uns tun. Üblich sind es, die sind es, dass nicht treffen, zu was wir zielen. Mir hat Schein mit einer Reifel scheiden. Und ich habe eine Reifel, die ist gefährlich, aber 5 Mil. Die kann weit scheiden. Und ich kann nicht in sagen, oder Schad, oder ich kann nicht sagen, von scheiden. Aber 500 Meter oder 100 Kilometer, wenn ich einen Target anstellen,
mit dieser Reifel durch Handscheiten, ich würde vielleicht noch mehr gern treffen. Aber wenn ich würde eine Meal wieder drehen, und dann eine Meal, da wird spannender und spannender sein, dort treffen, dort nur wird ich scheiten da. Die Bibel sagt, dort wird wir sein treffen, dort wird ein Ziel so sein, dort erst perfekt sein. Dort erst moralisch vollkommen sein. Dort wird wir sein. Dort ist nur was wir scheiten. Aber wenn wir durch Handscheiten down und durch ein Kleinbett de besiegt und wir treffen nicht, die Bibel nennt dort sind. Römer Kapitel 3, 23 sagt, du hast keine Unterschied. Alle Mann haben gesündigt und kämpft du an Taughart, was er bei Gott sein soll. So er sagt hier, wir kommen kart. Das ist ein bisschen, wenn wir scheiden, dann der traf dort nicht, der kämpft kart. Oder wir würden gern sein, der fährt vorbei. In Englisch sagen wir, we miss the mark. Und was ist dort, was wir sollen treffen? Gott seine Herrlichkeit. Gleich das ist der englische Übersetzung, der sagt, we fall short of the glory of God. Wir fallen kart von Gott seiner Herrlichkeit. Und dort wie kriegst so perfekt sein, und dort wie sind herrlich ist Jesus oder ist Gott und heilig, kann wir nicht selbst der ewige oder der ewige Leben kriegen. Das ist bloß, wenn wir das kleine Tuchschen treffen dann. Und ich würde sagen, das ist allmählich. Das ist allmählich, haben wir treffen. Und wenn wir ein Bus in Kleinbett besiegt gehen, dann sind wir all Sünder. Jakobus Kapitel 10, Kapitel 2, die 10. Vers sagt, wer das ganze Gesetz hält und sich aber ein verschuldet hat, der hat sich gegen das ganze Gesetz geschuldet. So dort, was Gott sagt, wir sollen tun, dort, was in der Bibel ist, treffen wir dort jedes Mal? Oder sind es Dinge, wo wir kart kommen? Wenn wir kart kommen, wenn wir dort nicht mehr ganz krass tun, da wird nicht mehr, dass wir ganz jung sind, aber wir dort klein mit kart kommen, dann sind wir Sünder. Markus Kapitel 10, der 25. Vers, redet ein klein mit, wo dort allmählich ist von reichen Mann zum Gottesreich kommen. Das sagt es dort. Dort ist für ein Kamel leichter, durch ein Auge von einer Not zu gehen, als von einem reichen Mensch in dort Gottes Recht zu kommen. Und dann denkt ein klein mit, was Jesus hier lernt hat. Ein Kamel, das ist ein großes Tier, das ist ein großes Vieh. Und dann Nudel ist sehr klein, dann kann das zwischen zwei Finger haben. Und dann du in das kleine Loch hier, das Öl von der Nudel, dort ist leichter, um ein Kamel durch zu gehen, ist dort ein reichen Mann, kann in Gott sein Reich kommen. So, was sagt Jesus hier? Jesus sagt hier nicht, dass es allmählich ist von einem reichen Mann, dass er Raden kann kriegen durch Jesus. Was er sagen wird, ist, du hast nichts, was wir können tun. Du hast kein Geld, du hast nichts, was wir können geben, du hast nichts, was wir können tun, was genug wird sein, dass wir dort verdienen können. Wenn du ein reichen Mann bist, dann kann Gott nicht betäuben. Das ist allmählich. Wenn wir nicht treffen, dort wird Gott verlangen, der von uns, dort wir können unser Weg durchkämpfen. Das zweite Ding, wir haben gesehen, wo sind als kart kommen oder dort nicht treffen, was Gott verlangen wird. Zweitens, sind als Erwachungen. Sind als Erwachungen. So wir haben hier ein Klimat, ein Bild von, wir haben ein Wandel und Leben und wir sind am rechten Weg. An den rechten Weg meint das, wir tun alles, was gut ist, was recht ist, was Gott zu gefallen ist. Und dann, wenn wir einen Stopp von den Stärke raufstoppen, von dem Weg raufgehen, dort ist sind. Und ich denke,
das ist leicht gedaan. Wir sind dann, wir gehen so leicht von Gott sein Weg herauf. In Jesaja Kapitel 53, das erste Vers sagt, wir werden alle auf dem Irrweg, so als Schub. Und jeder sein einen Weg gehen. Aber der Herr lädt alle ans Gerechtigkeit sein, ab So, wir sind hier, er sagt hier, wir sind alle auf dem Irrweg. Wir sind aufgegangen von dem Weg, was wir gehen sollen. Aber das sagt hier, das ist interessant, er braucht das Beispiel hier, wir sind so als Schub. Was sind Schub? Das sind Vieh, die Nachfolger sind. Ein Schub von einer, wenn ihr die beobachten, ein Schub, die gehen einen ordentlichen Armhänger ran, die gehen alle taub wohin. Und wenn da einer ist, was Weg gehen wird, und der Port gehen wird, und auf den Weg gehen, was Gott verlangen wird, das ist so leicht, dass wir so Schub nachfolgen tun. So dass es nicht bloß, dass wir den Schäden merken, dass wir wollen von den Weg raufgehen, dass es wie folgen Menschen nur was raufgehen tun. Und dann, das dritte Ding, was Sinn ist das Brechen oder das Verdorben dort, was Gott ist. Die Bibel lehrt uns in den ersten Kapitel von der Bibel, dass Gott hat alles gemerkt und alles, was Gott gemerkt hat, ist Gott. Und das meint ich und du, wir sind Gott gemerkt. Wir sind Fan gemerkt. Und wenn dort, was Gott gemerkt hat, dort, was Fan ist, dort, was Gott ist, und wir dort vernichten tun, wir dort verdorben tun, büter, was Gott sagt, wir sollen tun oder können tun, wir tun Sinn gegen Gott. Das ein Beispiel von das wäre sein, wir hatten eine Kam, was wir für Jahren haben gehört, eine Familie, und die kam erst so mehrere 100 Jahre alt, und das ist eine schmacke, glasene Kam. Dort ist Fan, dort ist Gott, dort ist viel wert. Dann kommen Jahreshanen, nehmen dort die Kam, und die lassen dort fallen, die schmieden dort Dinge Flur, und das verbrecht alle. Dort wird Fan wir, dort wird Gott wir, wird verdorben. Und dort ist was sind auch das. Wenn wir gegen Gott sinnen tun, wenn wir dort verdorben tun, was Gott ist, wir sinnen gegen Gott sein Gesetz. Römer Kapitel 7, der 12. Vers sagt, und doch ist dort Gesetz heilig, und dort Gebot ist heilig, reicht an Gott. Reicht an Gott. Ich habe das fertig sein, dort der Sinn von Dingen verdorben. Dort kann so ein Schaden tun an Menschen. Und wir würden gern sein, in welcher Weise Menschen, die gehen lohm durch Leben. Dort sind, so ist es verdorft haben. Sie gehen lohm. Und der Gott nur recht erst aber, dass Jesus Christus erst gekommen ist, Rada. Er ist gekommen, um dort reich merken, dort, wo zwei ist. Dort, wo Verbrechen ist und dort, wo verdorben ist. Jesus Christus ist gekommen für dort. Das ist, woran willst sind erst dort verdorben, was Gott ist. Woran das so eine schlechte Sinn ist. Kinder missbrauchen. Oder wir würden gerne sein, Kinder vernichten. Oder uns Partner. Oder irgendwas, was zu tun hat mit Sexual Immoralität. Missbrauchen. Wir tun dort verdorben. Dort, wo Recht und Gott und rein ist. Und ein Port von das sind es dort, wo Gott und Fan ist, ein Klima verdrehen. Und ich glaube, ein guter Beispiel von das ist, wenn dort kämpft mit Sexual Immoralität. Sex ist, das ist ein Geschenk von Gott für Leute, die befreit sind. Und das ist ein von den besten Dingen, was Gott hat Menschen gegeben. Zwischen Morgen und Früh, das Verhältnis, was kämpft von dort. Aber wenn dort Büter dort ist und dort Klima wird verdreht, wenn dort mal Klima ist, wie viel Trouble kämpft nicht von dort.
So sind es nicht bloß einmal, dass das ganz jängen ist, was Gott ist, dass es wirklich was Gott ist, ein Klima, was gedreht. Und wie viel Trouble ran wir nicht nennen, als Menschen, wenn wir dort missbrauchen, dass Gott, was Gott uns gegeben hat. Na, nächstes ist, sind es gehorsam sein, nicht gehorsam sein, zu Gott seine Gesetze. Gott hat uns gesagt, was wir sollen tun. Die Bibel lehrt uns, wo wir leben sollen. Besonders im Neuen Testament. Wir wissen, was wir sollen tun. Aber wir merken die Entscheidung, wir wollen anders leben. Die Bibel hat uns gesagt, dass wir nicht leben sollen. Die Bibel hat uns gesagt, wir sollen aufrichtig sein. Wir sollen nicht begierig sein. Aber wir gehen jängen Gott seine Gesetze. Und das ist Sinn, wenn wir nicht Gott seine Gesetze kriegen holen dann. Und dann ein Part von Sinn ist jängen unsern, jängen Gott seine Gewalt. Oder wir würden in Englisch sagen, jängen Gott seine Authority. Gott ist der Höchste. Gott ist der, der alles gemerkt hat. Gott ist der, der über alles ist. Und Gott ist der, der recht über alles ist. Gott hat alle Gewalt im Himmel und auch in der Erde. Und dann, wenn wir gehen jeng, was das Allerhöchste hat gesagt, wir sollen tun, wir gehen nicht bloß jeng, was er gesagt hat, wir gehen auch jeng in seine Gewalt, wir gehen auch jeng in seine Authority. Und die Bibel nennt das Sinn. So haben wir das Beispiel, ein kleines Bild gebracht, wie sind es kleine Kinder, die kleine Füße haben, und wir bringen unsere Füße nur Gott. Wir sagen Gott, ich will mich nicht klein für dich. Wenn die Schlangen noch einfach in Adam kommen in den Garten, was wird die Frau, was er in Frauen deit? Er früh hat Gott wörtlich gesagt, und ohne was die Frauen, kann Gott nicht wörtlich sein, was die tun sollen? Und wir wissen, wo dort uitreden deit. Wenn dieses Mensch tausend uns Hecher als Gott, dass wir uns ihnen wach wollen gehen, wenn wir unsere innere Gesetze nicht merken, wir merken uns Hecher als Gott, dann gehen wir jängen Gott. Das ist, glaube ich, wo wir sein. Das sind es mehr als bloß, was wir tun. Sind es, was ein Hort ist. Wenn wir sagen, ein Mensch geht jängen an, ein Mensch ist jängen an, das sind viele Dinge, was sie tun, was jängen an sind. Aber das ist nicht dort, was sie tun, was so schlimm ist, das ist, wo sie das tun. Und wenn wir jängen an sind, dort merkt der Sinn noch viel schlechter und viel strenger. Das hat zu tun, was ein Hort ist. Und dann nach ein Port, was sind es gottlos sein. Wir denken Klimat vielleicht dann an, was 1. Timotheus Kapitel 1, der 9. Vers redet von, wo die Gottlose, das euren nicht tun. Und die Gottlose sind Mörder, die Vater und Mutter umbringen. Aber ich habe an gedacht, dass gottlos sein meint bloß, dass wir tun Dinge ohne Gott. Gottlos. Wir sind gottlos, wenn wir Dinge tun. Und wenn Gott so Port von Dingen sind, und wir tun am Wachschuven, und wir tun dort ein Port von ihm, die Bibel lehrt uns, dass es sind. Die Bibel lehrt uns, dass wir sollen jeder Tag Gott danken für was wir haben. Wir sollen ans Tag durchgehen und Gott anbeten. Wir sollen an Gott denken, wir sollen an Gott sein Wort denken. Und wenn wir einen ganzen Tag oder eine ganze Werk durchgehen und nicht einmal von Gott denken, nicht einmal Gott von uns Leben hören merken, Gott nicht Port merken von jeder Port von uns Leben, wir gehen in Sinn. So erst mehr als bloß jängen Gott singen, jängen sie nie gesagt sind und als gottlos sein, Dinge ohne Gott tun. So ich will uns dann fragen von dir. Als Gott Port von dein Leben. Als Gott
Gott der Untergrund von den Leben. Als Gott Port von den stehenden Leben, wo er Port soll sein. Das wird sein, Gott soll Port sein von allen uns Leben. Und dann das letzte Port, was es sind. Die Bibel lehrt uns auch, dass sind es in dem, was wir sind. Das ist, was wir sind. Wir sind nicht bloß Sinne, was sind, wir sind Sinn da. Im Prediger hat man gesagt, dass es nicht, dass wir Sünder sein willst, wir sind. Der rechte Weite verstehen erst, wir sind, wegen wir Sünder sind. Wir sind Sünder. Dort ist unsere Natur. Wir sind von Hort Sünder. Wir sind von Hort gegen Gott. Wir sind von Hort, sondern Worte erweichen. Wir sind sondern von Hort, wo unsere kleinen Füßen gegen Gott werfen tun. Und das haben wir von unserer Geburt. Die Bibel lehrt uns, dass jede Person nun armen Eifer haben das mitgearbeitet von ihren Eltern, dass sie Sünder sind. Römer Kapitel 3, der 12. Vers sagt, wir haben alle Gott seinen Innenweg verloren und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der noch tät, was Gott ist. Du hast nicht einer, was tät, was Gott ist. Wir haben das mitgearbeitet von unseren Eltern. Wir würden sein in der Weichen, das ist vielleicht eine von ihr Weichen, das sein, wir sind dort geboren. Wir sind jährlich dort geboren. Und ohne dass Gott uns das Leben geben wird, was uns fehlen wird für das ewige Leben, wir wollen dort bleiben. Und dort sein, und in Sinn sein, die Bibel lehrt uns, dass es in Sinn da sein. So wenn wir das dann mit aller Taub bringen. Was meint das, dass wir Sünden tun oder was es sind? Sind es kart kommen, sind es gegen Gott sein und dort brechen, was Gott und Recht ist. So wir würden dann fragen, wo können wir dann weiten, was Recht und ordentlich ist? Gott hat das offenbart durch die Bibel und Gott hat das offenbart durch unser Gewissen. Aber was Recht und ordentlich ist, das hat zu tun mit wer Gott ist. Gott ist Gott. Gott ist gerecht. Und wenn was nicht stimmen wird mit wer Gott ist, dann ist es ordentlich. Wenn was stimmen wird mit wer Gott ist, dann ist es reich. So werden wir da ein bisschen klein sein von den Tieren gebaut, ein bisschen ein Beispiel. Das sagt, wir sollen nicht lehnen. Wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Warum ist das ordentlich zum Lehnen? Warum ist das reich zum bei der Wahrheit bleiben? Weil Gott ist immer reich. Wenn Gott bleibt immer bei der Wahrheit. Er ist dort, was Gott ist. Und wenn wir würden sein, sind es ernst eine Zeit, wie kommen kart an die Herrlichkeit, was Gott ist. Gott ist vollkommen, wenn es kommt bei der Wahrheit. Und wenn wir nicht ganz bei der Wahrheit bleiben, dann kommen wir da eine Karte und dann sind wir auch Sünder. Sagt auch wieder, dass wir sollen nicht Ehebrecher sein. Warum ist das ordentlich? Weil wir sein, dass Gott ist immer treu. Gott bleibt immer bei dort, wo er versprochen hat. Und Gott wird niemals träg und das, was er leben wird. Dann sagt er wieder, wir sollen nicht Mörder sein. Nicht als willst Gott als sondern was Leben geben wird. Und Gott allein hat die Gewalt. Gott allein kann sein, wer sterben wird und wer leben wird. Wir haben das nicht. Und wenn wir jenen dort gehen, was Gott ist, Gott Leben geben wird, dann merken wir, wer Gott ist. Das ist ganz anders. Und ich denke vielleicht mal, wenn ihr klein wären, vielleicht hört ihr das und ihr seid noch Thuis. Und ja, und vielleicht mal, ihr tun, haben die Eltern gefragt. Und das Eltern, wir gleichen diese Frau nicht.
Warum soll ich das nicht tun? Warum? Das ist eine Frau, die wie sein bekannt mit sein. Wofür haben wir das dann nicht gehört? Wegen ich sehe, du sollst. Oder wir würden sagen in Englisch, because I said so. Das helpt den Kind nicht zu verstehen, warum was artig ist. Jo, wir können verstehen, dass die Älteren, die sind sozusagen über die Kinder, die sind Boss über die Kinder, und sie haben das Recht, zu sein, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und in Kraxen hat Gott auch das Recht, zu sein, was wir tun sollen. Aber Gott sagt nicht, bis wegen ich sehe. Oder because I said so. Gott gibt uns den Untergrund von was recht und ordentlich ist. Er merkt nicht bloß, ihr sagt ab. Der hat immer eine Ursache. Und die Ursache ist immer, wenn Gott es gut. Und wenn Gott seine Natur der Untergrund ist, für was alles, was gut ist und was moralisch ist. So, was ist es dann, was sind zu uns das? Was würde wir sagen, ist der Uitfall von Sinn in uns Leben? Sinn trennt uns von Gott. Das ist, glaube ich, der größte Ding. Gott ist heilig, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen. Und Gott kann keine Sinn und Ungerechtigkeit verdrehen. Und wenn wir dann Sünden tun, Gott kann nicht die Sinn verdrehen. Er ist heilig, er ist perfekt. Ans erste vielleicht ein bisschen Stich. Gott ist allmächtig und er kann nicht Sinn verdrehen. Wo ist das? Ich glaube, wir wollen nicht in Gott, was nicht perfekt ist, was nicht heilig ist. Und dass wir wollen nur sein, Jesus Christus ist der, was die Antwort ist für uns Trouble. Jesaja Kapitel 59, das zweite Vers, lehrt uns, dort wir getrennt sind von Gott. Du erst, was zwischen jünt an Gott gekommen, dort je selbst verschuldigt haben. Jene Sinnen haben ihn dorthin gebracht, sich weiter drehen und nicht zu jünt zu horchen. Dort sagt hier, du erst, was zwischen jünt an Gott. Was erst dort? Dort sagt, jene Sinnen haben ihn dorthin gebracht. Dort erst ein Bett, so wenn du eine der gemerkt hast zwischen uns. Und nicht bloß ein der, du einen großen Stein gerollt hast, dort wie nicht sich Verhältnis kann haben, dort wie sich Gemeinschaft kann haben mit Gott, wenn du erst Wort entstehst. Und ich glaube, wir können dort ein klein bisschen verstehen, wann wir das Fremd oder wann wir das Lied, der eine erst Wort jingen und der Sinnen dat. Und wann der Sinn der Erste, der was getan hat, was der andere belehrt hat, dann sich so abführen dort, die merken da nichts von, die wollen dort nicht betanen, dass sie was ordentlich getan haben, die gehen bis und kriegst es üsch. Und ich glaube, dass wir von anderen Proben haben, pretenden, dass du nichts mit ordentlich hast. Das steht was ordentlich zwischen uns und Gott. Und wir müssen dort bekennen, dort ist die Ursache, warum wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott. Das nächste Ding, was Sinn bringen wird, ist schont. Wir schämen uns, wenn wir Sünden tun. Was ist ein von den ersten Dingen, was passieren wird, wenn ein Kind was ordentlich wird? Ein Kind braucht sich zu verstärken. Und weißt du, wo ein Kind dort kriegen wird? Von unseren ersten Eltern. Was tun Adam und Eva, wenn sie Sünden tun? Sie verstärken sich von Gott. Sie verstärken sich. Sie wollen nicht haben, dass Gott so entfängen, was sie getan haben. In Sprecher Kapitel 28 sagt, wer seine Sinn verlegt, wird nicht ein Glück haben. Wer dort bekannt und durch Mord abhört, wird Mitleid finden. Wer seine Sinn verlegt, wir würden gern sagen, wer seine Sinn pliet holen wird nicht Glück haben. Ich glaube, viele von uns, wir wohnen nicht in gewöhnten Wegen, wie unser Sinn proben pliet zu haben.
En waarom we gaan die pleitsch, als wenn we schämen uns met die. En schäm, schand, kamp der sind. En Psalm 32, de derde vers zegt, als ik mijn zin stilhouden wil, steend ik den dag even door inga, dat ik schier am keim. Hij zegt, hij steend inga zijn zin stilhouden. Ik had er veertien zijn, dat zo'n wat proef zijn zin pleitsch te houden. De kamp veertien een gratere trouble van de zin blijven pleitsch te houden. En de schon wat door der komen dat, is wat de uitval is van de zin. Schon brengt een grote trouble. En wanneer we ons schämen doen met wat we doen gaan. Jezus Christus is medlijdend. Jezus Christus is liefdollig. En hij neemt ons aan, krachtens wie zijn. En hij denkt wat zin voor ons deed, te ons deed, als zin als eeuwig schloont. We zijn nu in een tijd waar we met de coronavirus veel te down gaan. En we horen zeggen van coronavirus. En de virus is een krankheid wat eeuwig schloont deed. Zo is zin ook. En de Bijbel zegt, zin is dus hev. Hev is zo'n wat, wanneer dat man tegenkomen, dat net maar een korte tijd dan is dat door dat ganze dag wat het geschafft heeft. Wanneer we brood merken doen, als veel maar een klein beetje hev, dat schaffen dat. In Galaten kapitel 5, de 9e vers zegt dat net bloos een klein beetje hev, door dat ganze dag te gaan. Zin, dat even stonden orde. En wanneer we als ouderen denken, dat is bloos onze zin, dat is bloos onze kamp, dat is bloos waar we hard komen doen. Dat is zo veerten. Dat wat we met streven doen, met kampen doen, dat het even slaan, dat is een ding dan wat onze dingen met trouble gaan. In Engels zeggen we dat zijn generational sins, dat treft eine familie, naar een jaar, een generation naar de En dat is wat zin deed. Und bei Jesus Christus ist gekommen, die Kette zu brechen. Dort wir Hoffnung haben, dort was wir sind, dort was wir mit Trouble haben, dort wo wir mit schwach in sind. Jesus Christus ist gekommen, uns zu raten von dort. Und das letzte Ding ist, Sinn bringt Tod. Sinn bringt Tod. Sinn dat alles verdorven. Want zin wat onscheren dat. Zin is es ne kreven, dat fand on te vervullen. Zin bringt Tod. En wanneer Adam en Eva zinden deiden en zich versterken deiden, wortgleich werden sie Angst vor. Jo, sie schämen sich, weil gleich sie wissen, dass Gott hat ihnen dort versprochen, dass sie würden sterben. Sie würden der Tod beleben. Und wir sehen von was passieren deed in 1. Mose Kapitel 3, dass sie sterben nicht, der Körper stirbt nicht direkt durch, der wird Lothar sterben, aber was sterben deed, wie jetzt. Die Gemeinschaft, was sie mit Gott haben, dort wird vollkommen wir, dort wird fern wir, dort wird rennen wir nicht mehr mehrlich. Und Adam und Eva, ihre Seele, die sterben den Tag. Dann fehlt uns dort an, dass Jesus uns ein neues Leben geben wird. Und wir wollen eine lautere Zeit sein, was das meinen wird. Epheser Kapitel 2, die erste Vers sagt, wir werden in jene Sünden jährlich tot. Als je noch so leben, ist diese Welt dort verlangt. Alle von uns sind jährlich tot geboren. Und wenn wir jährlich tot geboren sind, das lädt uns zum Sünden. Das ist sagen, wir sünden, wenn wir Sünder sind. Und wenn wir jährlich tot sind, wir wollen so eine Weile leben, ohne dass Gott in uns schaffen wird, da wird mehr und mehr Tod bringen. Und mehr Verdorbenheit bringen, dass wir
dat dingen daar en daar raufbringen deed. Ze wil nächste zondag zijn, waar Jezus Christus staan, de antwoord is tot ons trouble, onze probleem. En dat is dat Hij is die, wat ons voor onze zinnen raden kan. Lukas Kapitel 19, de 10e vers zegt, willst de mensen zijn als gekomen, die te zegen en zalig te merken, die verloren zijn. Valt ze die van jou, dat die verloren bent? Valt ze die van jou, dat je die schämen des, met wat de zin heeft gedaan te die? Schämt ze die met wat die geworden bent? Schämt ze die met dat wat, wo die kart gekomen bent? Jezus Christus is gekomen voor de wat verloren zijn. Jezus Christus is gekomen voor de zinder. En ik wil ons van der ermutigen. Waar we niet in onze zin blijven, waar we niet dat Tag laten, dat de zin de doop ganz brengen wordt, wat zin brengen deed. Maar waar we naar Jezus drehen, dat Hij ons raden kan. Waar we sluiten met een gebed. Lieve Himmlische Vater, we zijn dankbaar van jou dat we kunnen naar die komen. We zijn dankbaar dat we kunnen zijn wat onze trouble is. En nu dat we dat zijn doen, wat we zijn daar zijn, God, ik bid dat die was met ons zijn. En wanneer ze zijn wat leven, dat zij zijn nog ganz oké. God, ik bid dat die was en te hard weken. Dat zij worden kan, de rading vangen wat in die is. En God, wanneer ze zijn wat harken doen, wat zijn wer zij zijn, en zij schämen zich te zijn, zij houden zich terug van naar Jezus gaan. God, ik bid die was 13 die genood, raufreken in zijn persoon, dat zij ook de rading kan vangen wat in die is. De Bibel leert ons dat Jezus Christus is de vriend te de zinder. God, ik bid dat die was ons roepen, naar die. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.